Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Weidmanns Ole und Weidfraus Juhe. Ich bin's, der Musikjäger Marius, und ihr hört Radio Waldrand hier live aus der Jägerhütte von Marius und die Jagdkapelle. Mit dabei ist wie immer Seichhörnli. Der Dachs Adalbert und der Tofuchs, die sind heute nicht da. Die sind neue Winterfelle anprobieren im Kracher Doppelwald hinein. Ja, also, Kinder, heute würde ich gerne darüber reden, wieso das Klima so schlecht ist und wir eine Klimaerwärmung haben und was das für einen Einfluss auf die Tiere und den Wald hat. Also können wir nicht einfach einmal normale Sachen besprechen, Marius? Immer mit so Gefühl und ernste Sachen. Immer redest du über so Sachen, die gar nicht lustig sind. Wir können ja mal darüber reden, wieso wir Eichhörnli ein bussiges Schwanz haben. Warum der Tofuchs die gleiche rot-orange Fellfarbe hat wie das Gesicht und die Haare von dem Chef von Amerika da, USA und so. Oder einfach ein bisschen lustige Sachen erzählen, wie zum Beispiel, also, was macht ein Jäger, der nie trifft mit seinem Gewehr? Also, er wird Förster. oder was ist orange und läuft durch den Wald? Der hat... Nein, ein Wanderinli. Und so Zeug, weiss. Einfach die ganze Zeit extrem grusig. Reden mit so Böcken und Gacki und weiss und so. Das ist lustig. Das ist doch mal etwas. Ja, super. Das wäre genau ein paar Minuten lang lustig, wenn wir grusig reden und dann würde es dem Kind langweilig werden. Weil immer grusig ist auch nicht lustig. Ja, und Seichhörnli, mir haben gesagt, dass es schon viele andere gibt, die den Kindern Tier und Natur und so technische Sachen erklären, wie dein Schwanz, warum dass du einen buschigen Schwanz hast. Da können wir schnell sagen, dass du besser kannst balancieren auf den Bäumen. Stimmt's? Ja, das stimmt. Eben. Da müssen wir nicht auch noch so Sachen thematisieren, sagt man dem, drüber reden. Ach so. Niemand redet über die wichtigen Sachen, die es sonst auch noch gibt, wie zum Beispiel, haben Tiere einen eigenen Gott? Weisst du noch? Stimmt. Oder warum meine Mami und der Papi arbeiten muss und so. Darüber redet irgendwie niemand außer mir. Und sowieso schicken mir ja Kinder die Fragen ein. Ja, weiss, aber können wir nicht einfach mal so ein bisschen lustig und so ein bisschen Tohuwabohu und so, weißt? Ja. Jetzt, wo der Adalbert mit seinen vielen Gefühlen nicht da ist, sowieso. Ja, also gut, dann mach du mal. Ich schlürfe da nebenzu meinen Kaffee Ja. und lass dir zu. Also Bitte. gut. Einfach lustig, jetzt geht's los. Also, Achtung. Es gehört, ich habe gefurzt. Es hat gehört, Kinder, das gehört. Seichhörnli, ja, super. Das ist lustig und gleichzeitig grusig sein. Ja. Aber ja, schon wieder vorbei mit lustig. Da muss schon ein bisschen mehr kommen, als nur ein Eichhörnli-Furz, Ja, ehrlich also gut. gesagt. Also gut. Also, hoi Kind, also wir machen jetzt weiter, einfach nur lustig. Also weiter geht's, los. Kind und ich warten. Weißt du, jetzt mit lustig. Hallo. Moment, es kommt jetzt den Grad. Was ist Ja, was ist denn da? Ich habe dir ein paar Musikgäckeli, die ich in der Jägerhütte zusammengesammelt habe, in Kaffee getan. Kaffee weiss, Musikgäck. Siehst, und so geht's los mit lustig. So. Ha, Seichhörnli, sehr lustig gewesen. Das ist ja saugrüsig. Musik mir in den Kaffee tun. Echt. Das ist lustig. Ich wette 10 Haselnüsse, dass mindestens ein Kind, das zulässt, hat müssen lachen. Gell, Kind? Das ist doch lustig gewesen. Ah, super. Marius, weißt du, wer ist lustig und will eigentlich gar nicht lustig sein, ist aber gleich immer lustig? Na, Weißt du, keine er ist Ahnung. immer hässig und dabei eigentlich lustig? Na, wer? Ja, der Oberjägermeister Brünzli weiss. Der
meint, man nimmt ihn sehr ernst. Und er meint, er sei sehr wichtig mit seinen Schimpfwörtern und Flüchen, die er den Kind beibringt, ohne dass der Papi und die Mami schimpfen können, weiss. Hey, ich gang schnell zu ihm, damit er wieder lustig ist, ohne dass er es merkt. Es wird ja so wieder Herbst, dann ist er sicher irgendwo im Wald auf der Piers. Ich gang süß. La 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 la. Bessere Schimpfwörter lernen mit dem Oberjägermeister Brünzli. Uns Bruns. La. Grüß Herr Brünzli. Was? Ja, ich will heute ein bisschen lustig machen. Und sonst nichts bei Radio Waldran. Nur mal lustig könnten Sie uns, den Kind und mir, einmal lustige Schimpfwörter zeigen. Pappalapapp, lustig, lustig. Richtig schimpfen und fluchen ist eine ernste Angelegenheit. Ja. Und sowieso, also lustig sein, da kann ich nicht. Ja, ich weiss, Herr Brünzli, alles aber auch noch blöd, oder? Was, wieso ist das blöd? Ja, dann können Sie ja gar nicht, weiss, so lachen und so. Finden Sie denn nicht lustig? Ne, also, Moll. Ich find's lustig, wenn die Angst haben, wenn ich komme und davor simmelt, wer kommt? Oder wenn die Musikjäger von der Jagdkapelle wieder mal Yoga machen, die ihren Leggings da von der Jägerhütte, da sieht aber saublöd aus. Die sehen so dumm aus, denn dann kann ich natürlich so lachen. Ah, also Sie finden es vor allem lustig, wenn man Angst hat und wenn man jemanden kann auslachen kann. Stimmt, Herr Brünzli, das finden Sie lustig. Also was? Also, nein, also Moll, also was? Also, Sie finden es lustig, wenn man Angst hat vor Ihnen und wenn Sie Musikjäger können auslachen. Da haben Sie jetzt gerade selber gesagt. Aufpassen, du kleiner Satansbraten, du. Also ein freches Maul haben. Also ich sage nur, Sie sind so ein bisschen wie die Kinder auf dem Pausenhof in der Schule oder im Kinski, die viel sind miteinander. Nein, also ich find's also einfach lustig, wenn die Tiere vor lauter Angst in Bäume latschen. Also ich kann dir sagen, die machen sich vor Angst einmal ins Fell. Die, wenn sie mich sehen, wenn sie weinen, ich schieße die ab. Was ich ja auch mache, aber ich komme extra jeden Tag. Einmal schieße ich und einmal schieße ich nicht. Ja. Aber schießen sie immer drin, so glatt. Ja, das ist nicht lustig. Das ist Mobbing. Herr Jägermeister Brünzli. Wie sagst du mir? Schon wieder ein freches Maul? Was für ein Mobbling soll ich sein? Ich bin vielleicht ein Fiesling, ein Würstling oder ein Feigling, aber dass ich ein Mobbling sage, das hat mir jetzt noch niemand gesagt. Das ist auch frech. Oh, Herr Brünzli, Sie haben keine Ahnung, was Mobbing heisst, gell? Sie? Ich weiss, nein. Sehen ja, Kind, der ist lustig, auch wenn er gar nicht lustig sein will. Herr Brünzli, Kinder und ich haben in der letzten Folge Radio Waldran gelernt, was Mobbing ist. Sie sollten vielleicht ein bisschen mehr Radio Waldran hören, dann würden Sie auch mehr wissen. Saufrecht, sein Hörnlein. Ich weiss viel. Ich weiss zum Beispiel, ich weiss, wie man eine Gerstensuppe macht, weiss ich. Und wie man schön und richtig kann fluchen und schimpfen. Ich bin ja schließlich der Schimpfweltmeister und ein Schimpfprofi. Da weiss ich auch. Also, dann zeigen Sie den Kindern jetzt mal ein schönes neues Schimpfwort, wo sie dürfen sagen, ohne dass man sie dann anschimpfen darf oder kann oder muss. Sie Schimpfprofi sich. Merci. Also, aufpassen, Gofen, anlassen. Schimpfwort Nummer 1, wo ich gerne am Oberförstermeister Bäumli sage, wenn er mir wieder auf die Nerven geht. Also, aufgepasst, du schlammige Stinkmachle.
du schlammige Stinkmachel. Und jetzt alle, 1, 2, 3, du schlammige Stinkmachel. Sehr gut, Kind, na, hören wir schon mal. Also, dann nochmal eins. Du vertrocknete Dachsenböck. Nicht alle miteinander. Du vertrocknete Dachsenböck. Habe ich ganz gern. Ja, also sehr schön. Dann erzähle ich dir gerade am Dach Adalbert, Herr Brünzli. Was wem? Schon gleich. Also, da noch das Letzte. Achtung. Du trümmelige Fichtenfisch. Also das finde ich sehr schön, die Fluchwörter. Du trümmelige Fichtenfisch. Aber also lustig sein, das kann ich nicht. Doch, Herr Brünzli, Sie sind so lustig. Sie merken es nur nicht. Also, dann gang ich langsam wieder zurück, gell? Was? Der Brünzli nervt ein bisschen. La 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 la. Willst du mal dabei sein und sehen und hören, wie das so ist, wenn ich den Podcast aufnehme? Willst du das Geheimnis über den Tofuchs, den Dachs Adalbert und das Eichhörnchen erfahren? Radio Waldrand ist am 26. November zu Gast im Rössli Stäfen. Und du kannst dabei sein, mitmachen, Fragen stellen. Und wenn ihr schön brav sind, dann spiele ich euch noch ein bisschen Lieder vor. Anmelden kannst du dich mit dem Link in der Podcast-Beschreibung oder einfach auf www.kulturkarussell.ch. Sali Gali, Marius, Ui, nein, bist gerade am Radio Waldrand aufnehmen. Ja, Sali Tofuchs, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt habe ich gemeint, du seist das Eichhörnchen, das zurückkommt vom Oberjägermeister Brünzli Kinder. Der Tofuchs ist gerade noch schnell in die Jägerhütte auf Besuch gekommen. Lange nicht mehr gesehen, als Ja, das stimmt. Los, Marius, ich bin kurz vorbeigekommen, weil ich wollte fragen, ob du eine Bürste hättest für mein Sommerfell. Weisst, weil der Herbst kommt ja und ich ziehe jetzt dem bald mein stylische Winterfell an, bevor ich das Sommerfell wieder abziehe. Und im Kasten in der Fuchsenhöhle im Dach Adalbert seiner Höhle aufhängt der Winter durch, will ich's noch schnell ein bisschen durchbürsten, weisst. Ja, hoi Tofuchs, wart noch schnell mit durchbürsten. Wir machen gerade eine lustige Sendung. Also, du bist ja ein Zürcher Stadtfuchs. Sag mal, Sifts Zürich. Was soll ich sagen? Tofuchs. Was? Ja, Tofuchs. Schiffts Zürich. Ach so, also, was? Ja, das ist mega schwierig. Ja. Zürich. Jetzt habe ich es geschafft. Das ist doch lustig, Marius. Das ist einmal lustig. Also herrlich. Du Tofuchs. Ich habe gedacht, es ist ja bald Herbst, oder? Dann kommt ja der Nebel, oder? Ja. Sag mal immer schnell nacheinander. Nebel ist. Nebel ist. Was? Nebel ist. Ne, Tofuchs. Nebel ist. Aha, ja, also gut. Schnäbeli. Was? Schnäbeli. Du sagst Schnäbeli. Das ist doch lustig, Mario. Ja, echt jetzt, Eichhörnchen. Das findest du jetzt lustig, oder? Ja. Das finde ich lustig. Marius, sag mal, der Mädchenname Kerstin. Immer ganz schnell nacheinander. Sag mal Kerstin, immer nacheinander. Ja, also Kerstin. Also wir sagen ja eigentlich nicht Kerstin. In der Schweiz sagen wir Kerstin. Kerstin. Kerstin immer schnell nacheinander. Ja. Also gut. Kerstin. Aha. Ja, oder Kind, das ist lustig. Aus Kerstin wird Stinker. Ja. Das ist doch lustig. Ja, so lustig, Eichhörnchen. Das Niveau ist wieder mal tiefer als am Dach Adalbert seine Höhle, wo sehr tief in der Erde nun ist. Echt. Was? Ja, ist ja gleich. So, komm, wir machen noch dein Rätsel und dann hören wir dann langsam auf. Es wird nur immer grusiger da. Ja, genau. Hol du Gitarre, dann machen wir mein Rätsel. Das ist doch auch lustig, mein Rätsel.
Rio Radio, Waldrand Rätsel mit dem FIFA Zeichen und Lie. Wer's weiß, der ist egal. Ja, also den halt. Wer's weiß, ohne Psyche darf ausnahmsweise die Tafel sein. Ah, nicht? Ja. 1, 2, 3, 4, Rio Radio, Waldrand Rätsel. Wer's rausfindet, halt lösungsnell vom Rätsel, wo ich grad erzähle. So, also Kind, welches Wort suche ich? Los, fang an mit der Gitarre. Ich bin zuvörderst vorne am Tier. So eine hängt auch im Gesicht von dir und mir. Die, wo ich suche, die hat 2 Löcher, die sind groß. Es sieht klein aus wie eine Steckdose. Das Tier ist rosa vom Ringelfränzli bis zu der, sag ich nicht, sonst weiss die Lösung und das wär dem blöd. Es reimt sich voll auf Frauenhasse. Das, was ich suche, heisst... Was? Reimt sich auf Frauenhasse? Kind, habt ihr das herausgefunden? Marius, du bist wirklich nicht das hellste Sternchen am Nachthimmel. Nein, ich habe es herausgefunden. Frauenhasse, Ja. Sauenase. Du suchst Sauenase. Mann! Also Seichhörnli, gut gemacht. Das finde ich jetzt auch lustig. Weil es einfach nicht nur grusig reden ist. Darum finde ich das lustig. Frauenhasse, Sauenase. Echt. Also Marius, du redest so wie Ältere reden. Ja, also weil wir ältere Leute, wir haben als Kind in unserem langen Leben schon so viele grusige Wörter gehört. Es ist dann für uns nicht mehr so lustig oder so, weil wir es schon so viel Mal gehört haben und irgendwie peinlich und so. Das ist für uns nicht mehr lustig. Bei uns braucht es ein bisschen mehr als nur Furzfudi zu sagen. Furzfudi! Ja, Das ist lustig! ja, finde ich auch. Furzfudi. Ja, das finde ich auch sauglatt. Ja, also Kinder, sorry, es tut mir leid. Ich finde, Nein. jetzt ist es fertig lustig, echt. Nein, ich bin der Profi im Lustig sein und Kind wollen jetzt mal lustig sein und nicht immer so ernst. Ja. Weiter geht's mit lustig. Es ist, aber es wird langsam peinlich und es ist voll chaotisch. Wir haben gar kein Thema, außer das Thema lustig sein. Und du findest so grusiges Zeug und zeichnest einfach lustig. Ja, also gut, weiter geht's. So, noch eine. Ich will beweisen, dass ich auf fast jedes Wort einen grusigen Reim kann sagen. Also Seichhörnli, das ist super, aber das können wir jetzt einfach nicht machen. Dann sagen die Mamis und Papis von den Kindern, die Radio Waldrand hören, sie sollen nicht mehr Radio Waldrand hören, weil man da nur grusig redet und so. Nein, Marius. Grusig reden findet mir schön und lustig, Kinder und ich. Gell, Kinder? Ihr findet grusig reden schön und lustig? Seht, alle sagen ja. Stimmt. Hast du es gehört? Ja, ich habe es gehört. Also gut. Ich sag dir irgendein Wort und du weißt einen lustigen oder halt einen grusigen Reim drauf. Ja. Also sorry, Eltern, die zuhören. Ich sage jetzt schon sorry. Also, fangen an. Seichhörnli, Leim. Snackenslim. Rot. Dachsenkohl. Weh, Mann, das ist mir so peinlich. Du Ja. bist wirklich ein Sauludi. Bärenfudi. Nein, jetzt müssen wir stoppen. Nein, ich will dich noch ein bisschen foppen. Nein, echt, Seichhörnli, jetzt, also, fertig, grusige Witzli reissen. Ich glaube, ich muss gehen. Was? Also- Ja gut, das ist jetzt ein bisschen grusig. Ja. Also, jetzt finden wir noch einen Abschluss. Und, Brünzlikuss. ja. Also, sagst noch Ciao. Bis es auch. Seichhörnli, wirklich. Gürkli. Sitz. Fudislim. Ich schalte einfach aus, damit ich dich nicht mehr hören muss. Böckenmus. Kind findet es auch nicht mehr lesen. Stinkiger Käse. Also, dann sage ich Ciao, Kinder. Es tut mir leid. Grosse Kleid. Ja, lustig. Also, Kinder, tschüssli. Klausenüssli. Nein, Seichhörnli, ich sage jetzt noch Ciao. Ja. Muss ja nur kurz. Hirsenfurz. So, jetzt schalte ich aus. Marius. Ach, ich kann Mann. nicht mehr Tauchkind.
Waldkind, Fritzi ist ein Seich, wenn draussen aus dem Haus in den Wald aufpreisen und an den Teich. Wir sind alles Waldkind. Das neue Lied von Marius und die Jagdkapelle kannst du ab dem 3. Oktober auf allen Streaming-Kanälen und dort, wo es gute Kindermusik gibt, hören. Wir sind alles Waldkind. Ein Lied für alle Waldkinder und für die noch eins werden wollen. Ja, wer ist also ein Waldkind? Wer ist also ein Waldkind? Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.